Bismillahirrahmanirrahim, machen wir weiter, inshallah. Letzte Woche haben wir mit Theorie angefangen. Das sind die meisten leider nicht da gewesen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch im Internet schon mal geschaut von diesen Begriffen. Also wir haben über die Definition vom Wort Islam geredet, von Iman und von Dien. Und das sind eigentlich noch wichtige Sachen. Ich will es jetzt zwar nicht wiederholen, also ich würde es euch empfehlen, dass man das mal anschaut. Wenn ihr wollt, bei diesen Begriffssachen, beim theoretischen Teil habe ich meistens Blätter, die ich abgeben könnte. Also wenn ihr mir eine E-Mail-Adresse gebt, dann könnt ihr das euch per E-Mail zum Beispiel abschicken. Ich wollte nur einen Begriff vom letzten Mal kurz nochmal wiederholen, den Begriff Iman. Iman heisst Überzeugung. Das ist wichtig. Wenn ich von einem Glauben rede, ist das okay. Für die meisten Menschen glauben vielleicht auch wirklich. Die haben nicht wirklich Iman, sondern sie glauben. Das heisst, man übernimmt eine Theorie von irgendwelchen Leuten, von der Gesellschaft oder so, aber man hat es nicht groß hinterfragt und man ist nicht wirklich sicher, ob es stimmt oder nicht. Wenn ich von einer Überzeugung rede, muss ich, wie der Begriff schon sagt, ich muss überzeugt sein. Das heisst, ich kann nur Iman haben, wirklich Iman haben, wenn ich mich mit dieser Materie auseinandersetze. Also wenn ich sage, ich habe Iman an Allah, das heisst, ich bin wirklich überzeugt, dass dass es ihn gibt. Aber überzeugt kann ich nur sein, wenn ich mir über das Gedanken mache, wenn ich nachgeforscht habe, wenn ich mir überlegt habe, wie kann das sein, wenn ich mir die Frage gestellt habe, kann es sein, dass es ihn nicht gibt, oder was auch immer. Wenn ich einfach nur sage, ja, es gibt Allah, weil ich Minuten jetzt gesagt, ist das nicht eine Überzeugung. Oder eine schwache Überzeugung. Also, natürlich kann ich das sagen, ich bin so sicher, dass meine Mutter nie lügt. Aber es ist nicht wirklich eine Überzeugung. Also, sich überzeugen, Iman heisst, mit dem Stoff arbeiten. Wenn das Thema Allah ist, dann muss ich mich wirklich intensiv mit dieser Frage befassen. Gibt es Allah oder gibt es Allah nicht? Und nur wenn ich mir die Frage, wenn ich mir selber, also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin und mir selber gegenüber kann sagen, ja, es gibt Allah, weil es ist gar nicht möglich, dass es ihn nicht gibt. Nur dann kann ich behaupten, ich habe Iman an Allah im richtigen Sinn. Und deshalb tun wir heute auch über die Existenz von Allah, also nicht nur heute, das wird auch die nächste Mal sein, über die Existenz von Allah reden. Wie können wir sicher sein, dass es Allah gibt? Und wie können wir das beweisen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu beweisen. Und interessanterweise sind häufig Leute, die auf Vernunft bauen, die sagen, Allah gibt es nicht oder es gibt keinen Gott. Also die meisten, die Atheisten sind oder die eben Allahs Existenz leugnen, tun sich meistens auf ihre Vernunft berufen. Und sagen, ja, ich glaube nur, was ich sehe oder so Sachen. Also die tun sich immer auf Vernunft berufen und haben das Gefühl, dass die Vernunft beweisen, dass es Allah nicht gibt, beziehungsweise dass es keinen Schöpfer gibt. Wir behaupten aber genau das Umgekehrte. Wenn man wirklich mit der Vernunft schafft, müsste jeder Mensch zum Schluss kommen, dass es einen Schöpfer gibt. In diesem Stadium wissen wir natürlich den Namen vom Schöpfer noch nicht. Also man könnte nicht sagen, ja, es ist logisch, dass es Allah gibt. Aber es ist logisch, dass es einen Schöpfer gibt. Wer oder was das dann auch immer ist. Das ist dann die nächste Frage, wie man den Schöpfer genauer charakterisieren kann. Und heute wollen wir eben den Vernunftbeweis von der Existenz Allahs versuchen, da zu erläutern, so gut es halt geht, in einer halben Stunde. Als Einstieg vielleicht zuerst das Wort Dasein oder Existenz. Was für Arten von Dasein gibt es? Es gibt 3 Arten von Sein, also das Verb Sein, das notwendige Sein, das unmögliche Sein und das kontingente bzw. das mögliche Sein. Die müssen wir kurz anschauen, weil das brauchen wir dann nachher, um mit der Vernunft können beweisen, dass es Allah geben muss. Das notwendige Sein ist etwas, dessen Existenz unsere Vernunft sagt, das muss es geben. Es kann nicht sein, dass es das nicht gibt. Und wir können mit der Vernunft sagen, als wenn es das nicht gäbe, also wenn ich bei etwas noch sagen kann, wenn es nicht gäbe, das würde auch funktionieren. Zum Beispiel, was haben wir? Wir haben hier zum Beispiel Autos.
Aber wären die Autos nicht erfunden worden, wäre es kein Problem. Also das Auto ist kein notwendiges Sein. Man kann nämlich auch mit einem Kamel reiten, mit einem Pferd, mit einem Esel, man kann auch laufen, man muss gar nicht das Fortbewegungsmittel nehmen, man kann selber sich fortbewegen. Also ist zum Beispiel ein Auto kein notwendiges Sein. Also ein notwendiges Sein heisst, dass man sich die Nicht-Existenz von dem gar nicht könnte vorstellen. Und das wiederum wird in zwei Sachen unterteilt, nämlich das unbedingt notwendige Sein und das bedingt notwendige Sein. Das heisst, bei beiden gilt, dass die Vernunft eigentlich sich nicht vorstellen kann, dass es das nicht gibt, aber beim bedingt notwendigen Sein kann es aber trotzdem sein, dass das, was ich sage, das müsste es wirklich geben, das ist ein notwendiges Sein, das muss es haben, kann es aber sein, dass das vielleicht erschaffen worden sein könnte. Dass es also ein bedingtes Sein ist, also dass es von irgendetwas könnte oder aus irgendetwas könnte rausgekommen sein. Also es ist ein notwendiges Sein, also wir denken, das ist wichtig, ohne das geht es nicht. Aber es ist auch vorstellbar, dass das ein Vorher hat. Während das unbedingt notwendige Sein das nicht hat. Also beim unbedingt notwendigen Sein. Also etwas, wo man sagt, ohne das könnte man sich nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Und das darf aber kein Vorher haben. Das heißt, es muss etwas sein, das existiert aus sich selbst. Das heißt, es ist nicht etwas da gewesen, wo das zum Zustand der Existenz gebracht hat. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Können Sie mir folgen? Also ich muss sagen, ja, die kommen noch, inshallah. Die kommen noch. Also, zum Beispiel ein Kind. Wenn ich jetzt weiss, dass es ein Kind da ist, dann ist das ist kein notwendig. Erstens mal ist es kein notwendiges Sein, weil es geht auch ohne Menschen. Also die Erde könnte ja funktionieren ohne Menschen, oder? Ja. Also ist ein menschliches Wesen kein notwendiges Sein. Aber wenn wir selber Menschen sind, könnten wir uns vorstellen, dass die Welt funktionieren würde ohne Menschen. Und hat es auch. Wir wissen, dass es eine Zeit gibt, wo es keine Menschen gibt, aber der schon gibt. Das heisst, der Mensch per se ist kein notwendiges Sein. Selbst wenn es eins wäre, wüsste ich aber, dass ein Kind nur kommen kann. Also wenn ich in ein Kind sehe, weiss ich, es muss irgendwo eine Mutter und ein Vater irgendwo sein. Im Normalfall. Also jetzt wir gehen jetzt von der Vernunft aus. Wir müssen jetzt nicht an Wunder denken, wo es vielleicht eben auch ohne geht, sondern im Normalfall das, was so als Vernunft sagt. Also ein Kind bedingt, dass es aus etwas erschaffen worden ist. Dass es durch Mutter und Vater, dass es eben Eltern hat. Oder auch etwas, das hergestellt worden ist. Wenn ich jetzt das Blatt Papier habe, dann weiss ich, dass es vorher vielleicht mal ein Baum war. Oder vielleicht ist es erst eine andere Art von Papier, das nachher wiederverwertet worden ist. Also das hat eine Herkunft, das kommt von irgendwo her. Und die Schriften darauf sowieso, das weiss ich, weil ich sie selber drauf habe. Also bei vielen weiss man, das muss neu herkommen. Und man hat ja gar kein Problem, das zu akzeptieren. Und bei Sachen, wo man jetzt sagen würde, das wäre zwingend nötig, sogar die könnte man sich vorstellen, dass es von irgendwo herkommt. Ich wollte jetzt noch kein Beispiel geben, weil es nachher, ja, ich möchte das dann später machen. Und bei denen gibt es zwei Sachen. Das eine, das aus sich selber sein muss, also das hat sich selber erschaffen oder ist schon immer gewesen, das wäre dann die andere Schlussfolgerung. Und also, dass es etwas gibt, das keinen Anfang hat. Oder dass es etwas ist, das notwendig ist, aber dass es einen Anfang hat, beziehungsweise dass es von irgendwo gekommen ist, dass es jemand hat, der das erschaffen hat. Das Unmögliche Sein ist genau das Umgekehrte. Also etwas, wo unsere Vernunft sagt, das ist nicht möglich, also die Existenz von so etwas ist nicht möglich. Was ist das Beispiel? Alien. Wie? Aliens. Das habe ich das akustisch nicht verstanden. Aliens, ja. Aliens. Also, das wüssten wir nicht, das könnte es rein theoretisch das geben. Das kann der Vernunft kann dir nicht sagen, dass es das nicht gibt. natürlich schon. Weil du kennst das ganze Universum nicht, du kennst das Ausmaß vom Universum schon gar nicht, dass du überhaupt kannst wissen, was es in dem Universum gibt oder nicht gibt. Also rein jetzt auf Vernunft basierend kannst du nicht sagen, es gibt keine Aliens. Also es könnte sein, wir haben keinen Beleg dafür, keinen Beweis, aber rein theoretisch könnte es sein. Nein, etwas, dessen Existenz unmöglich ist, ist zum Beispiel, wenn ich sage,
ein Körper, der keinen Raum beansprucht. Weil jeder Körper hat ein Volumen und alles, was ein Volumen hat, tut einen Raum beanspruchen. Also etwas Erschaffenes, etwas, das existiert und auch greifbar ist, braucht einen Raum. Auch nicht greifbare Sachen, wie zum Beispiel das Gas, braucht auch einen Raum. Also eigentlich alles Erschaffene braucht Raum. Also es gibt nichts Erschaffenes, das keinen Raum braucht. Also ist das ein unmögliches Sein. Also wenn ich sage, ich habe irgendetwas gemacht, aber das braucht keinen Raum, ist das unmöglich. Und wenn jemand so etwas machen würde, dann würde man von einem Wunder reden. Aber ein Mensch, also jetzt rein von der Vernunft her, könnte das nicht so akzeptieren. Und das mögliche Sein ist dann eigentlich alles andere. Das ist eben, der Mensch ist möglich, dass es ihn gibt. Wenn es ihn nicht gäbe, wäre es kein Problem, die Welt würde genau gleich funktionieren. Wenn es jetzt keine Tannenbäume gäbe, die würde die Welt genau gleich funktionieren. Dann gäbe es vielleicht eine andere Pflanze, die die Funktion würde übernehmen. Also das ist das Möglichsein. Das meiste Erschaffene ist möglich. Das heisst, man könnte das vorstellen, dass es nicht gibt. Jetzt, was ist das Ziel? Das Ziel ist eigentlich, dass wir beweisen oder versuchen zu erklären, dass es Allah oder einen Schöpfer geben muss. Und dass es ihn geben muss, ist vielleicht schwerer zu beweisen, als dass man beweist, dass es ihn nicht gibt. Also meine These ist ja, Allah existiert. Um das zu beweisen, kann ich auch eine Antithese aufstellen und sagen, Allah gibt es nicht. Und das versuchen zu beweisen. Wenn die Antithese, also die umgekehrte These von dem, was ich eigentlich möchte beweisen, wenn ich das beweisen kann, dann wäre meine Hauptthese falsch. Aber wenn ich die Antithese nicht kann beweisen, beziehungsweise wenn ich beweisen kann, dass die Antithese nicht stimmt, dann ist es zwingend, dass die Hauptthese, nämlich dass es Allah gibt, stimmt. Also wenn ich kann beweisen, dass es falsch ist, zu sagen, es gibt keinen Schöpfer, habe ich im Prinzip bewiesen, dass es einen Schöpfer gibt. Ist das soweit? Ja, okay. Und jetzt gehen wir mal von dem aus, was wir alle kennen. Also die Frage ist ja, gibt es einen Schöpfer oder nicht? Aber alle wissen wir, dass es den Kosmos gibt. Das ganze Universum. Das wissen wir, dass es das gibt. Also wenn ich jetzt versuche, zu sagen, Allah gibt es nicht, dann fange ich an mit dem Kosmos. Das ist das Größte von der Erschaffung, was ich sehe. Also ich sehe den Kosmos, den gibt es, also den kann ich nicht verleugnen. Also wir sehen vielleicht nur, dass es Himmel und Sterne gibt, aber mit entsprechenden Hilfsmitteln sieht man, dass es noch viel weiter geht. Und heutzutage wissen wir ja schon, was hinter dem hintersten Planeten ist, und dass es dort nochmal ein ganzes Universum gibt. Also wie groß eigentlich der Kosmos ist heute viel mehr greifbar als noch vor ein paar Jahren. Also vor allem zur Zeit von Prophet Mohammed ist das noch gar nicht so bekannt gewesen. Aber heute wissen wir, dass der Kosmos die Summe vom Erschaffenen quasi ist. Und bei dem Kosmos stellt sich jetzt zwei Fragen. Also wir möchten beweisen, dass es Allah nicht gibt. Das ist jetzt die Antithese. Und wenn ich jetzt zuerst mal den Kosmos anschaue, stellt sich die Frage, der Kosmos, hat der einen Anfang oder hat er keinen Anfang? Und das ist immer eine wichtige Frage, ob etwas einen Anfang hat oder ob es schon immer gegeben hat. Weil, wenn es etwas schon immer gegeben hat, sieht man auch ganz andere Schlussfolgerungen als von Sachen, wo man ganz klar wissen, das muss irgendwo herkommen sein. Also gibt es jetzt zwei Unterfragen. Die erste, hat der Kosmos einen Beginn, also einen Anfang? Und die zweite Frage, hat der Kosmos keinen Anfang? Und zuerst möchten wir uns mit dem auseinandersetzen, dass der Kosmos eben keinen Anfang hat. Also, das ist jetzt eine Frage, hat er oder hat er keinen? Von diesen Daseinsarten, die wir vorher aufgezählt haben, also das notwendige Sein, das unmögliche Sein und das mögliche Sein, in welche Kategorie gehört Kosmos? Also das All, das Universum. Ist das ein notwendiges Sein? Oder ist das ein unmögliches Sein? Oder ein mögliches Sein? Also eine Stimme haben wir jetzt schon für notwendiges Sein. Ja, okay. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, haben Sie verstanden, was das notwendige Sein ist? Also ein notwendiges Sein heißt,
wir können mit unserer Vernunft uns nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Ja. Das ist gut, wenn wir das sagen. Aber eigentlich ist es, also was man mal ausschließen könnte, ist, dass es ein unmögliches Sein ist, weil wir wissen, dass es das gibt. Also das sagen wir, das ist nicht ein unmögliches Sein. Also die Frage reduziert sich auf, ist es ein mögliches Sein oder ein notwendiges Sein. Jetzt, ich denke, dass ich sage, dass es ein notwendiges Sein ist, weil uns es sonst nicht geben würde, wenn es den Kosmos nicht gäbe. Aber die Frage ist nicht, also wir haben es sowieso vorher schon gesagt, dass es den Mensch gibt, ist nicht unbedingt nötig. Es ist kein notwendiges Sein, dass es den Mensch gibt. Für die Erde meinst Ja, nicht oder für einfach der Kosmos für sich. Dann muss es ja nicht gehen, natürlich. Es könnte sein, dass es den auch nicht gibt. Es ist nicht zwingend notwendig. Ich meine, aber für die Erde ist mit dem... Richtig, aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist nicht, ist die Erde abhängig vom Kosmos oder können wir die Erde nur dann erklären, wenn es einen Kosmos gibt, sondern wir tun jetzt alles in einen Topf rühren und sagen, der Kosmos für sich, kann es sein, dass es mal eine Zeit gegeben hat, wo es den Kosmos nicht gegeben hat? Ja, das hat es gegeben. Genau. Was sagst jetzt du? Das hat gar keine. Ja, aber in dem Moment, wenn wir das sagen, also ich gehe nicht so weit, dass ich schon mal beweisen, dass das nicht geht, sondern ich tue mir jetzt nur mal vorstellen, ob meine Vernunft sich den Zustand kann vorstellen, dass es keinen Kosmos gibt. Und das ist möglich. Es könnte sein, dass es den Kosmos nicht gibt. Oder dass es mal eine Zeit gegeben hat, wo es keinen Kosmos gibt und dann hat es den Kosmos gegeben. Und innerhalb von dem ganzen Kosmos-Spiel sind dann irgendwann ist dann mal die Welt entstanden und irgendwann sind dann die Menschen entstanden. Aber rein theoretisch ist es denkbar, dass es mal eine Zeit gibt, wo es den Kosmos nicht gegeben hat. In dem Moment, wenn ich das sagen kann, schließt sich schon mal etwas aus, nämlich dass der Kosmos aus sich selbst seiend ist. Das heißt, dass der Kosmos ein unbedingt notwendiges Sein ist. Das heißt, wir haben schon mal ausgeschlossen, dass es ein notwendiges Sein ist, aber selbst wenn, wäre es ein Sein, das aus etwas herausgekommen wäre. Weil unsere Vernunft kann sich vorstellen, dass es das gibt, dass es keinen Kosmos gegeben hat. Also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, die Existenz des Kosmos hat sie keinen Beginn, dann sagen wir, ja, das könnte sein, dass sie, nein, Entschuldigung, wir haben gesagt, sie muss eigentlich einen Beginn haben, also sie muss einen Anfang haben, weil wir sehr gut uns vorstellen können, dass es eine Zeit gibt, wo es den Kosmos nicht gibt. Und alles, was es mal eigentlich nicht gegeben hat, aber nachher gibt, hat automatisch einen Anfang. Und alles, was einen Anfang hat, und das ist absolut zwingend, benötigt etwas, wo der Anfang initiiert hat, wo irgendwo auf das Knöpfchen gedrückt hat und nachher jetzt das geben. Egal wie, das Wie müssen wir nicht wissen. Aber ich weiss, vorher hat es nicht gegeben und nachher hat es gegeben. In dem Moment ist es absolut zwingend, dass etwas, jemand, wie auch immer man das dann nennt, dass es das zwingend gibt. Also kann ich sagen, dass der Kosmos keinen Beginn hat, ist möglich, aber das ist wiederum ein Beweis im Prinzip, dass der Kosmos erschaffen worden ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, von was ist es erschaffen worden? Und dann kommt die berühmte Frage, was ist zuerst da gewesen, das Huhn oder das Ei? Oder? Wenn ich jetzt sage, das Huhn, dann ist die Frage, ja, aber es muss ja mal ein Ei geben, wo das Huhn rausgekommen ist. Und noch vorher muss es ja wieder ein Ei haben, dass das Huhn und so weiter. Das ist eigentlich eine endlose Geschichte. Wenn etwas, das erschaffen wird, und auch das ist wieder absolut zwingend, muss es mal einen Punkt geben, wo es etwas gegeben hat, das selber nicht erschaffen worden ist. Wo zwingend, und das ist die Vernunft von das sein, es muss entweder schon immer da sein oder eben muss sich selbst entstanden sein, was eben wiederum das Gleiche heisst, dass es eigentlich schon immer da war. Weil es vorher jetzt nichts gehabt, das existiert hat, außer dieses eine, wo nachher alles andere angefangen hat. Also die ganze Erschaffungsfrage, also alles, was einen Anfang hat, kann ich sicher sein, das muss von irgendwoher kommen sein. Und wenn ich jetzt sage, ja, das hat XY hat das gemacht, ich tue jetzt nicht den Begriff Gott verwenden, ich sage jetzt irgendetwas anderes, dann stellt sich immer die Frage, ja, hat das XY, hat das einen Anfang gehabt? Und dann muss ich wieder Ja sagen. Und dann geht es wieder weiter. Ja, und hat denn das einen Anfang gehabt? Oder wer hat denn das erschaffen?
Das ist auch eigentlich die Hauptgegenargumentation, dass es einen Gott gibt oder einen Schöpfer gibt, ist die Urknalltheorie. Aber die Urknalltheorie sagt eben genau das, was ich jetzt eigentlich auch sage. Und die Frage stellen sie sich dann eben nicht. Urknalltheorie ist schön und gut, dass es mal einen Knall gegeben, mit dem hat alles angefangen. Aber damit es den Knall hätte können geben, hat es wieder Sachen gebraucht. Woher sind denn die gekommen? Also die Urknalltheorie ist bei dem ist es auch eine Theorie, es ist keine Antwort, woher das Ganze kommt. Es ist ein möglicher Zwischenschritt. Das kann schon sein, dass das in der Schöpfung, in der Art und Weise, wie Allah das gemacht hat, vielleicht mal so einen Knall gegeben hat. Aber die Entstehungsgeschichte der Menschheit oder der Welt mit dem Urknall erklären zu wollen, ist keine Erklärung, das ist nur eine halbe Erklärung. Weil der entscheidende Schritt oder die entscheidende Frage stellen sie sich nämlich nicht. Also die 3 Atome, die aufeinander geknallt sind, woher sind denn die gekommen? Also wenn es mit dem Urknall angefangen hätte, dann dürfte es nichts haben, wo es gebraucht hat, damit es das gibt. Also verstehen Sie, was ich meine? Also, weil das allererste muss nicht erschaffen, also darf nicht erschaffen worden sein, sondern muss schon immer da sein. Das allererste, was auch immer das ist. Eben, wie schon gesagt, wir können jetzt nicht auf Namen ein, also Namen sind jetzt noch irrelevant. Wir tun uns die Frage, also die Hauptfrage ist, gibt es einen Schöpfer? Also, oder wer ist der gewesen, oder was ist das gewesen, wo schon immer da war? Und die Frage nach dem Beginn, die zwingt uns eigentlich, wenn wir die Frage wirklich durchs Band durchstellen, zwingt uns eigentlich zu der Feststellung, dass es etwas geben haben muss, wo schon immer da war. Weil alles andere ist nicht logisch. Ist von der Vernunft her eigentlich nicht beweisbar. Eben Urknalltheorie, ich finde das beste Beispiel, um eben beweisen, dass es eben nicht stimmt, weil woher sind die 3 Atome gekommen? Sogar wenn die 3 Atome schon da gewesen wären, damit die aufeinander treffen können, haben sie eine Bewegung haben. Damit es eine Bewegung gibt, hat es jemanden gebraucht, der es angestoßen hat, oder? Und dann müssen die auch genau im richtigen Winkel in der Bewegung sein und in die richtige Richtung. Stell dir mal vor, die 3 Atome wären in die umgekehrte Richtung gegangen. Dann wäre es nie zum Knall gekommen. Je nachdem, wie schnell die 3 Atome aufeinander fliegen oder aufeinander treffen, kann das eine ganz andere Reaktion auslösen. Vielleicht, wenn es zu langsam gewesen wäre, hätte es gar keine Reaktion ausgelöst, dann wären die einfach wieder aneinander abgespickt. Wenn es zu fest gewesen wäre, wäre vielleicht auch etwas anderes passiert. Also es hätte genau in der richtigen Geschwindigkeit sein. Und genau die richtigen Winkel, dass sie eben genau so aufeinander zutreffen, dass eben genau all das passiert ist, was nachher, so wie Sie es sagen, passiert ist. Also ist die ganze Urknalltheorie schon ein Beweis dafür, dass eigentlich die Theorie falsch ist. Weil die Urknalltheorie bedingt, dass es etwas gegeben hat vorher, wo schon mal die 3 Atome mindestens erschaffen hat und diesen 3 Atomen einen Auftrag hat oder die erste Bewegung initiiert hat, dass sie aufeinander zufliegen und dann sich treffen und die ganze Reaktion startet. Also immer wenn wir die Entstehung von etwas zurückverfolgen, kommen wir zu einem Punkt, wo wir eben gezwungenermaßen sagen müssen, das muss etwas da sein, was es schon immer gegeben hat. Alles andere macht keinen Sinn. Genauso wie man eben keine Antwort auf die Frage findet, was ist zuerst, soll oder sein. Die Mensch ist die einzige wirklich logische Antwort, dass jemand da ist, wo der Mensch erschaffen hat. Und nachher ist dann klar, sobald man 2 Menschen ist, stellt sich die Frage nicht mehr, wie die nächsten Menschen gekommen sind. Aber beim ersten stellt sich die Frage, woher kommt der plötzlich von ganz allein? Und so ist es auch mit dem Universum und so ist es auch mit dem Kosmos. Wenn ich jetzt aber die andere Frage mir anschaue, ob der Kosmos, also ich sage, der Kosmos hat einen Beginn, was eigentlich das Gleiche ist. Ich habe vorher gesagt, der Kosmos hat keinen Beginn und ich habe gesagt, das kann gar nicht sein. Und wenn es gar nicht kann sein, dann muss es einen Anfang haben. Und wenn es einen Anfang hat, ist sowieso schon klar, dass alles, was einen Anfang hat, muss jemand haben, der den Anfang gestartet hat, der den Anfang initiiert hat. Also kann man so sagen, dass die Existenz des Kosmos, also dass beide Fragen eigentlich uns zu dem Punkt bringen, dass wir müssen sagen, es muss vorher etwas da sein, wo schon immer aus sich selber sein war. Weil nichts passiert einfach so.
wenn ich eine Waage habe, so eine altmodische Waage, wo Balance ist, und die ist im Gleichgewicht, die wird immer im Gleichgewicht bleiben, es sei denn, ich stelle auf die eine oder auf die andere Seite irgendein Gewicht drauf. Also ich muss irgendetwas machen, nur wenn irgendjemand irgendetwas macht, wird das Gleichgewicht sich verändern. Also wird die Balance ihre Position verändern. Solange aber niemand etwas macht, wird die immer gleich sein. Und so sind wir wirklich, aber sind wir sehr oberflächlich sind wir jetzt auch durchgegangen. Ist es eigentlich, also die Schlussfolgerung, die wir jetzt aus dem holen, also wenn ich jetzt die Frage habe am Anfang, ich tue jetzt ja versuchen, die Nicht-Existenz von einem Anfang, von etwas, was immer da war. Wenn ich versuche, das zu beweisen, kann ich das nicht. Weil das Einzige, wo für mich eigentlich das Fragezeichen ist in der existierenden Welt, ist der Kosmos. Alles andere, also wie ein Teppich entstanden ist, kann ich mir vorstellen, woher die Kamera kommt, wie die Bilder entstehen, wie unsere Kleider gemacht werden. Also alles können wir irgendwie, hat uns die Wissenschaft eigentlich schon gesagt, woher das kommt. Alles hat einen Anfang. Und das Einzige, wo noch wirklich die Frage gewesen wäre, wäre eigentlich der Kosmos gewesen. Und wenn ich das sogar ausschliessen kann, dass der eben schon immer da war, dann ist es wirklich zwingend, also wenn es einer rein mit der Vernunft schafft und nicht mit dem, was ich bis jetzt gelernt habe, aber das passt in das Schema, sondern rein logisch denkend, ist es zwingend, dass es jemanden geben muss, der das Ganze bewirkt hat. Also ohne Wirkursache gibt es keine erste Existenz und keine erste Seienden. Das heißt, etwas Erstes kann nicht kommen ohne etwas, das das bewirkt hat. Es sei denn, dieses Etwas ist schon immer da gewesen. Oder ist, so wie es jetzt da schon aus sich selber sein. Aber das bedingt eigentlich, dass es schon immer geht, dass es eigentlich nie das nicht gegeben hat. Und wenn wir von einem Beginn reden, ist auch klar, dass es einen zeitlichen Beginn muss haben, also dass auch die Zeitrechnung einen Anfang hat. Und ja, eben wie wir gesagt haben, also es ist nicht möglich, dass der Kosmos ohne Wirkung von außen oder ohne jemanden, der das bewirkt hat, dass das entstanden ist. Und das wird eigentlich gebraucht als Beleg, als Vernunftsbeleg, dass es zwingend ist, dass es jemanden braucht, wo es immer geht. Wenn ich jetzt einmal zurückgehe zu den 3 Seinsarten, das notwendige Sein, das unbedingt notwendige Sein, das ist eben der Schöpfer. Also wir wissen, dass alles muss irgendeinen Anfang haben, sonst geht es nicht. Also ist es absolut zwingend, also wir können uns nicht vorstellen, die Vernunft kann das nicht akzeptieren, dass es etwas aus dem Nichts entstanden ist. Das ist auch eine physikalische Regel, aus dem Nichts kann nichts entstehen. Genauso kann etwas Entstandenes nicht zu nichts werden. Also wenn ich weiss, dass aus dem Nichts kann entstehen, aber es ist etwas entstanden, dann muss irgendetwas da sein, das das bewirkt hat. Also es ist ein absolut notwendiges, also ein unbedingt notwendiges Sein, dass es etwas gibt, wo schon immer geht und wo vor allem anderen schon da war und wo selber nicht erschaffen worden ist. Weil wenn das etwas selber auch erschaffen worden wäre, dann wäre es eben ein bedingt notwendiges Sein und dann wäre die Frage, ja, wer hat das erschaffen? Und dann wäre der Erschaffer von dem bedingt notwendigen Sein, das wäre dann der unbedingt notwendige Sein. Und das Rätsels Lösung ist natürlich, wenn wir jetzt vom Islam ausgehen, dass dieses Etwas eben Allah ist. Oder der Schöpfer. Wie man dann auf den Namen kommt und so weiter, das werden wir dann später sehen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Zwingend ist oder wichtig ist, dass wir uns, vielleicht dann nachher, wenn wir wieder daheim sind oder mal allein sind, ein paar Minuten für uns allein haben, dass wir uns das nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen. Also, ich finde es eben noch interessant, dass man wirklich mit der Vernunft beweisen kann, dass es einen Schöpfer geben muss.